Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 13. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Borussia Mönchengladbach. Und das bedeutet nichts anderes als, wir haben wieder Derby-Zeit in Köln. Und was uns dieses Spiel bedeutet, das möchten wir in der heutigen PK wirklich zu 100% unter Beweis stellen. Wir möchten unserem Gegner huldigen, eine Hommage an Borussia Mönchengladbach. Und deswegen stehen wir hier mitten auf einem Rübenacker. Und wie ihr seht, sehen wir nicht nur Rüben, sondern wir sehen auch so ein paar Luftballons mit einer 1 und 2 Nullen. Und das bedeutet, dass wir unsere 100. PK feiern. Also nicht nur das Derby, sondern auch die 100. PK. Und besser kann das ja nun wirklich nicht zusammenkommen. Also das finde ich schon unfassbar sensationell. Als hätten wir es geplant. Ja? So, und deswegen wollen wir natürlich auch nicht lang fackeln, ne? Und kommen direkt zum Motto. Komm her. Ja. Wo sind die Dinger? Was ist die Quintessenz, ja? Aus all der Zeit, ja, ich sage dir, Rüben schlagen, Ruhm ernten. Ja, ich würde sagen, Und bevor wir den Ruhm jetzt gleich ernten, ja, ernten wir lieber mal 2 Kölsch. auf 3 Punkte. Und Prösterchen, 2 Leute. Da war am Überlaufen her. Lecker. Ja, Leute, Jubiläum feiern. Was heißt das denn? Natürlich, dass wir auch mal zurückblicken auf 100 PKs, zumindest auf die Gladbacher PKs, auf die Mottos, ein bisschen in der Vergangenheit wühlen. Und deswegen haben wir euch ein paar alte Shirts mitgebracht, die wir in den letzten Jahren gegen Gladbach getextet haben. Und wir fangen an im Jahr 2015. Damals kam Borussia Mönchengladbach nach Köln am 5. Spieltag mit 0 Punkten. Hatten also die ersten 4 Dinger verdaddelt. Und unser Motto lautete FC Hero, Gladbach Zero. Und mit 0 Punkten sind die dann auch wieder nach Hause gefahren übrigens. Denn sie haben auch bei uns verloren durch ein Tor von Anthony Modest. Der hat also damals schon getroffen. Dabei ne? ist es geblieben. Ne? Ich weiß noch, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil man natürlich dachte, jetzt haben die 4-mal hintereinander verloren. Und bei uns lief es eigentlich ganz in Ordnung. So, und normalerweise sind wir dann der Aufbaugegner. Ja. Also es hat ja schon so eine Historie. Das ist der Klassiker eigentlich. Genau. Ne? Da habe ich gedacht, ob das gut geht. Und es ist gut gegangen. Ist gut Großartig. gegangen. Ja, kommen wir direkt zum 2. Ne? Das war nämlich das Jahr drauf. Im Grunde ganz ähnlich. Ne? Da seht ihr, sind Kampfspuren dran. Ne? Ich muss ein Bier Ist das ausgelaufen. Schminke oder was ist das da mal? Nee, muss alles Senf. rechtschaffen Das ist Bier sein. Senf, ja, und da, ja. Naja, also Gladbach, Nirvana, Kölle, Europa. Und wie wir ahnen, ja, wir lagen vor diesem Spieltag das konnten wir auch danach, wir waren also 4 Punkte vor den Gladbachern und auf Europakurs. Und leider Gottes haben die Gladbacher gewonnen und waren dann einen Punkt an uns ran. Aber am Ende der Saison, Dreseal, weil Hätte geklappt. das hier, das ist wahr geworden. Ja, so ein bisschen waren das schon hellseherische Fähigkeiten, die uns ja manchmal tatsächlich nachgesagt werden. Ja, ich meine, dass Gladbach Nirvana ist, dafür musst du kein Hellseher sein. Ne? Das ist ja die normalste Sache der Welt. Aber Köln Europa hat geklappt in diesem Jahr. Also von daher war das Shirt eigentlich ganz geil getextet. Ne? Ja. So, machen wir weiter im Jahr, Kriegst hier nach Selbstlob? im Jahr 2018. Wir haben zu Hause gegen Gladbach gespielt, waren ja damals abgeschlagen Letzter. Stefan Rutenbeck war mittlerweile schon Trainer geworden. Ja. Und dann ist Simon Terodde mit seinem Tor in der 90. Minute zum Derby-Helden geworden. Ich werde nie vergessen, wie Sommer da ins Leere geflogen ist. Ein legendäres Foto. Und naja gut, das Motto lautete Manchmal macht ein Sommer doch einen Frühling. Ne? Wasser runter, FC rauf. Und warum haben wir das damals getextet? Ja, die Gladbacher haben in der Vergangenheit ja immer dieses tolle Lied gesungen. Es kommt die Zeit, wo das Wasser wieder steigt. in der das Wasser wieder steigt. So, das
ist ein Gesang, über den wir eigentlich immer nur müde lächeln konnten. Denn als Kölner in der Altstadt, ja, natürlich steigt das Wasser da manchmal, aber ist eher wirklich eine easy Nummer. Setzen wir auf einer Arschbacke sitzen wir das aus. Ja, ne? Aber trotz heute dessen, ja, würde man das anders sehen. Ne? Also Wasser, also nach der Nummer in Ahrweiler an der A würde man, ich glaube, die Gladbacher würden das, ich weiß nicht, ob sie noch singen würden, ehrlich gesagt, ne? Aber ich glaube eher nicht. Und wir würden das Shirt auch anders bedichten heutzutage. Auch übrigens ein schönes Zeichen für, so war das mal, ne? Vorstand fix. Oh, ja. Ja, Fohlen fertig. Eigentlich ja ein lustiges Shirt, weil so politische Geschichten drauf. Ne? Aber wir erinnern uns daran, bevor der aktuelle Vorstand gewählt wurde, gab es ja so eine Schlammschlacht. Da sind wir übrigens hier genau richtig auf dem Acker hier. Ich habe also 3 Kilo schwere Schuhe und bin auch schon einen halben Meter gewachsen. Ja? Nicht, dass die Köpfe gleich aus dem Bild raus sind. Um Gottes Willen. Ne? Also nicht treten hier. Ja. Ne? Also man könnte auch hier einsacken. Ne? Ja. Egal. Also eingesackt sind die nicht, ne? Sondern der Vorstand war fix und es war uns ein Shirt wert, weil es eben ein solches Durcheinander davor gab. Also möchte sagen, ein Zeitdokument ist das. Also der Vorstand war gerade frisch gewählt. Ne? Ja. Für die sich nicht ganz genau daran erinnern können. Es war die die Hauptversammlung, Mitgliederversammlung 2019, auf der Vorstand um Werner Wolf dann endgültig gewählt wurde. Unsere PK im Vorfeld mit dem Vorstand, kann sich vielleicht auch der eine oder andere noch dran erinnern, auch eine dieser 100 im Übrigen. Ja. Die einzige mit wirklich Publikum, ne, oder? Die einzige mit Publikum. Wir wollten danach, aber dann kam die böse Sau Corona. Ne? Da gab es übrigens auch noch ein Derby-Shirt. Ne? Wie hieß das? Das hieß Fans rein, Brust raus. Genau, ja. Aber die Fans durften nicht rein. Also es war ohne Fans. Und tatsächlich diese PK jetzt mit diesem wunderbaren Quintessenz-Shirt ist die erste, wo Fans wieder beim Derby im Stadion sind. Ne? Also die Fans sind wieder im Stadion. Das Spiel haben wir damals allerdings verloren gegen die Gladbacher. Da brauchen wir jetzt gar nicht großartig drüber reden. Aber die Fans sind wieder drin. Wer noch nicht wieder zurück im Stadion ist, das sind unsere Ultras und das ist natürlich extrem bitter, gerade jetzt zum Derby. Aber gut, die Jungs haben ihre Einstellung zu dem Thema kommuniziert, ist für uns auch nachvollziehbar und wenn sie noch ein bisschen draußen bleiben wollen, dann sollen sie das tun. Wir freuen uns, wenn ihr wieder da seid und bis dahin schauen wir uns jetzt Bilder von einer alten Choreo aus dem Jahr 2014 an. Im September war das, glaube ich, auch. Und wir beide waren damals auch schon zusammen im Stadion, noch nicht als zwei Kölsch, also es gab es noch nicht. Aber wir haben ein Foto gemacht damals auch vor dieser wunderbaren Choreo. Wir haben uns also auch schon mal früher vor die Kamera gestellt. Ne? Genau. Das ist jetzt nicht erst durch zwei Kölsch entstanden. Ne? So sieht's aus, ja. Es gibt übrigens einen weiteren, der dann auch frisch im Stadion wieder ist. Haha. Leider aus nicht so angenehmen Gründen. Also wir haben Marvin Schwäbe im Tor stehen. Ne? Und da muss man zwei Sachen sagen. Das erste ist natürlich, Grüße gehen raus an den Timo, gute Besserung, ne? Denn das ist natürlich Mist, war ja auch echt muss man gleich nochmal drüber reden, ne? War ja ein eher grenzwertiges Spiel gegen Mainz. Ne? Aber bevor wir über Mainz sprechen, wirklich ganz klar alles Gute, toi 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 an den Marvin. Also ich denke mal, er hat ja schon bewiesen, dass das kann. Ne? Ja, definitiv. Also wir sind unter ihm nicht nur ungeschlagen, sondern wir haben beide Spiele gewonnen im DFB-Pokal. Kein Wunder, wir sind ja auch im Achtelfinale. Ja. Und das ist für dich, Marvin, natürlich die unfassbare Chance, in deinem ersten Bundesligaspiel für den 1. FC Köln gleich zum Derby-Helden zu werden. Das muss man sich mal auf der Zunge. Solche Geschichten schreibt eigentlich nur der Fußball. Also deswegen bin ich schon optimistisch, dass das nicht nur gut gehen wird, sondern dass du eine geile Leistung bringen wirst gegen die Gladbacher. Und Derby-Helden, haben wir ja einige gehabt in der Vergangenheit. Ja, ich finde auch, das ist die maximale Motivation, muss es immer sein. Ne? Ja. Also weil das Derby zu entscheiden und im Derby geil zu spielen und sowas, das ist trägt dich ein in die Herzen. Ne? Ja, Ruhm bringt es. Genau, Ruhm ernten. Ne? Genau, Ruhm ernten. Und du landest zwangsläufig in den Geschichtsbüchern. Ja. Insofern, Motivation kannst du gar nicht haben. Ne? Und Jungs spielen ja auch super, ne? Womit wir im Grunde bei Mainz sind. Ja, kurzer Rückblick auf Mainz.
können wir machen. Also das war aus unserer Sicht auch ein sehr gutes Spiel. Zumindest erste Halbzeit und auch noch die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit. Also wie der Ball gelaufen ist, ich fand das sehr passsicher, sehr diszipliniert, zweikampfstark. Und die einzige Kritik, die man üben kann, ist natürlich die Chancenverwertung. Also ganz ehrlich, lieber André Duda, das Ding machst du im Zweifelsfall von 10 Malen 9 Mal. Das sah schon extrem komisch aus, leider. Ja, da war dann viel zu viel Druck. Der muss ja eigentlich den Fuß hinhalten, aber eben. war noch mal eine Bewegung, so habe ich es zumindest gesehen. Ja. Ja. Aber er wird da ärgerst du dich selber mehr als jeder andere, gehe ich mal von aus. Ne? Insofern, da wird der Knoten auch noch platzen. Ne? Also jemand mit so einer Qualität, der kann nicht auf Dauer die Dinger so daneben dödeln. Da kommt irgendwann der Lauf und gut ist. Ne? Ja, auch Luca Kilian. Also das Ding hätte ich auch mit geschlossenen Augen hätte ich den reingenickt. Ja. Hör mal. Ich nicht. Aber kann passieren. Und naja, dann fällt dieses dämliche Tor kurz vor der Halbzeit. Ja. Und plötzlich denken alle, das ist wieder typisch FC. Jetzt verlieren wir das Ding. Ja. Also wir sind wieder zurückgekommen zum wirklich wiederholten Mal. Ja, also das muss man auch echt, ich finde das Chapeau. Ja, total. Denn ich hätte aus meiner Schmerzerinnerung als langjähriger FC-Fan kein Pfifferling mehr drauf gegeben, so wie das gelaufen ist, dass wir da zurückkommen. Ich hätte jetzt gewettet, klassischer Spielverlauf, jetzt kontern die uns aus. Jetzt werden wir noch mehr geben, wir waren sowieso schon dominant, ja. Jetzt muss noch mal ein bisschen riskanter gespielt werden und dann geht das Ding und am Ende verlierst du das 3-0, weil du dir 2 Konter gefangen hast und alle sagen, was willst du eigentlich, wer so hoch verliert, der kann sich nicht beschweren. So. Aber so ist es nicht gewesen. Nee. Und ich finde das so bemerkenswert. Ja. Das spricht so sehr für diese Mannschaft und für alles, was da passiert. Ja. Das begeistert mich schon. Auch wenn man natürlich mit dem Trainer sagen möchte, wir haben einfach zu viel liegen lassen. Ne? Aber das definitiv gibt sich. Und damit haben wir Mainz eigentlich auch schon abgehakt. Ja. Und jetzt blicken wir mal auf das Derby. Ja. Wer kommt denn da eigentlich? Also das ist eine Mannschaft, die nun weiß Gott auch ziemlich holprig in die Saison gestartet ist. Gerade auswärts sind die bisher ziemlich schwach. 4 Spiele verloren von 6 auswärts. 1 haben sie gewonnen in Wolfsburg, aber das letzte Auswärtsspiel haben die übrigens auch in Mainz gespielt, vor 2,5 Wochen. Und es ging auch 1:1 aus. Also von daher schon mal kein großer Unterschied zu uns. In dem Spiel haben sich übrigens Embolo und Elvedi schwer verletzt, spielen auch beide nicht am Wochenende. Ich bin sehr gespannt, ob Kramer wieder dabei ist. Mein absoluter Liebling bei den Gladbachern. Aber kommt auch aus einer Verletzung. Könnte sein, dass es klappt bis zum Wochenende. Am Ende würde es reichen, wenn wir sie 3-0 schlagen, denn dann sind wir vor ihnen aufgrund des besseren Torverhältnisses. Herzlich willkommen bei Rüben TV. Das war eine Telekolleg-Sendung hier. Was ist das denn? Ja? Also ehrlich gesagt, mit denen habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Ich möchte einfach nur, dass wir wissen, man kann auch über Rüben stolpern. Ja. So, also am Riemenreiß mache ich mir keine Sorgen. Und an die Gladbacher, ja, eine kleine Nachricht noch. Ja? Wenn ihr euch jetzt ärgern solltet, dass ihr hier als Rüben diffamiert werdet, dann lasst euch sagen, ich zumindest, weiß nicht, wie es mit dir ist, hätte mich nicht für jeden auf diesen matschigen Acker hier gestellt. Ja. Es ist bei so aller hoch kommst du nicht, probier's gar nicht. Das Spiel der Saison. Soll ich es probieren? Nee, lass. Oh! Krampf. Ne? Ja. Also ihr könnt euch wirklich was drauf einbilden. Ich würde das wolltest du sagen. Ja. Ne? Genau. Also mehr Hommage können wir euch echt nicht bieten. Genau. Also, und was ist Hommage? Die Schuhe sind am Arsch. Also. So, und an die FC-Stürmer und auch an die Mittelfeldspieler, an alle. Das Runde muss ins Eckige und es ist wirklich nicht so wahnsinnig schwierig. Und gegen Gladbach wird es klappen. Patsch. Wunderbar. Also. Versenkt. Rüben schlagen. Ruhm ernten, ihr Lieben. Ruhm ernten. Wir stoßen jetzt erst noch mal an auf unser Jubiläum. Ne? So. Mit Kölschem also 100 PKs. Und wer noch gar keine... Prost, ja genau.
Und wer noch keine gesehen hat, die gute Nachricht ist, alle sind verfügbar. Und zwar bei YouTube. Chronologisch aufgelistet. Ja, wir haben jetzt sogar eine Gladbach-Playlist gemacht. Ne? Ja. Denn so wie wir hier zurückgeguckt haben, kann man da auch nochmal zurückgucken. Und den Senf, den wir damals dazu gegeben haben, kann man sich nochmal anschauen, wer das ertragen kann. Ne? Also seid mutig, Leute. Ne? Und bitte, ja, lasst uns ein Like da, ein Abo, wäre auch nicht so ganz schlecht. Ne? Es gibt sogar eine Glocke, die kann man aktivieren. Ne? Dann wird man erinnert per Glocke, dass die aktuelle 2 Kölsch PK online gegangen ist. Ja, also. So, wir stoßen nochmal an, jetzt aber wirklich zum allerletzten Mal, auf unsere Rübenfreunde vom Niederrhein. Und wie gesagt, der Plan ist 3-0 gewinnen. Und wir sehen uns am Samstag 15:30 Uhr in Müngersdorf. Prost, Leute. Wieso klingt das immer so schlecht?